Es geht weiter immer heiter, Freunde. Zurück bei Anno 1800. Und hier geht der Export und Import steil nach oben, kann man sagen. Da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, Freunde, wie das wohl noch weitergehen wird. So, und währenddessen sind wir hier nach am Entwickeln. Das passt soweit für mich. Wir haben hier noch eine Quest, die hat mit dem Zelluloid zu tun. Und darum will ich mich langsam aber sicher mal kümmern. Erstmal haben wir noch ganz kurz geguckt wegen dem Kaugummi. Passt das noch? Wo ist er jetzt? Ah, hier. Hey, kann wohl kaum stimmen. Nachfrage Kaugummi 0 von 0. Hä? Okay, muss ein Bug sein. Weil die wollen ja Kaugummi haben. Branchenstabil. Ja, ein paar mehr Investoren. Jetzt geht es ja auch ein bisschen darum, die Kekse und so, das ganze leidige Thema. Und ich brauche vor allem noch ein paar Waren, deswegen habe ich hier schon mal den losgeschickt. Um Baumaterial abzuholen. Noch ein bisschen von dem, was hier noch ist. Und dann wird das hoffentlich was, Freunde. Problem mit dem Zucker. Natürlich auch insofern ein Problem, weil Zucker habe ich keine Chance, was zu machen. Wie können wir das noch ein bisschen optimieren, um es mal so salopp auszudrücken? Offenbar sind die 10, die ich hier verschiebe, zu viel des Guten. Was sind wir ehrlich, Freunde, 10 ist nicht viel, also. Dann wird es kaum scheitern. Ich glaube nicht, dass er dann noch unbedingt viel mehr hätte. Ja, war er nochmal so ein 50er? Versuchen können wir es, weil eben das sind halt so Produkte, die kann ich nicht irgendwie importieren, exportieren. Also sprich über Captain Morris, das geht halt nicht. Da muss ich wirklich so machen. Die Konsumgüter der Gazelle, ja, da geht momentan gerade nicht mehr viel. Weil die Hüte, glaube die kann ich mir eigentlich auch an die Backe nageln. Weil die Hüte importiert doch mittlerweile auch schon hier unten. Nee, noch nicht, krass. Geht's nicht, aber haben sie irgendwie einfach verpasst, oder? Da gehen wir schon. Mal hier gucken, Maßanzüge, Lederstiefel, alles cool. In the school. So kann man es 41, 42 Tonnen von dem verbrauchen, da ist nichts, also da ist gar kein Thema. Da kriegen wir locker hin, haben wir das jetzt hier auch geschafft. Beziehungsweise optimiert. Sonst wo noch irgendwas?
Man sich theoretisch fragen könnte. Ja, theoretisch gäbe es noch viel. Hier zum Beispiel auch Produktion war, der hier. Bright Sand Salpeter mitnehmen, Kautschuk mitnehmen und oben hinliefern. Was machen das für einen Sinn? Ich brauche hier nur eine gewisse Menge an Kautschuk. Hier auch, der wird bereits importiert und der Salpeter auch. Den Perlen können Sie vielleicht auch bald mal fragen, aber ich lasse momentan mal noch so, wie es ist. Ja, also, da braucht es die Route hier eigentlich auch nicht mehr. Dann kann der mal auch herunter, genauso wie der. Und dann kann man hier rüber. Die Dinger lassen wir einfach noch. Abgerissen ist es schnell, wieder aufgebaut eher weniger schnell. So. Dann können wir uns hier dann demnächst wieder um die Wolkenkratzer kümmern. Also man sieht, es nimmt wieder ein bisschen ab, das ist doch schön. Ja, hier mit dem Zuckerrohr ist doch auch alles toll. Die Güter hier. Aber hier wäre eigentlich genug, also daran liegt sicher auch nicht. Hier mit den Schweinen genauso. Passt soweit alles. Ja, im Großen und Ganzen kommt es gut, Freunde. Es ist eine Wohltat, keinen Krieg in der Nähe zu wissen. Nicht wahr? Das ist so, das kann ich bestätigen. Aber weißt du, Bedürfnis nach Skyline Tower wäre da. Jetzt muss man mal gucken. Können wir es überhaupt schon bauen? Ne? Das ist ja die andere Frage. Also ich sehe ihn nirgends. Eines Tages werde ich in Richtung Norden aufbrechen und mich den Entdeckern anschließen. Mein Glück suchen und mir einen Namen machen. Sie werden schon sehen. Was, eine Kaufhaus haben wir? Einrichtungshaus brauchst du auch noch. Bankierslampen, Paravents, Sekretäre, Himmelbetten, Sofas. Ach du Scheiße. Okay, Gas ist ja noch cool. Da sind wir auch ein bisschen unsicher. So, Hochhäuser bauen, ne? Fangen wir mal damit an. Warte mal. Ja, da ist das Bankhaus, das ist ein anderes Thema. Den kann ich ja so upgraden. Der müsste auch gehen. Der ebenfalls. So. Dann den noch. Und den. Haben Sie So. auch Ihren Anteil an langweiligen Leuten getroffen? Freeman kündigt schon wieder einen Bärenmarkt. Investoren selbst habe ich ja wirklich sehr, sehr viel. Bei diesen kleinen Gassen ist eh schwierig, das zu behalten. Warte mal. Es geht ein bisschen um die Waren, die ich halt verbrauche. Und das soll er nicht überhand nehmen. Wenn nachher auch bei den Ingenieuren zu viel habe, muss ich halt gucken.
Das müsste man ja relativ schnell sehen können. Theoretisch bis auf einen Café würde es gehen, oder einen Kaugummi verstehe ich immer noch nicht. Das muss irgendwie ein Bug sein. Das alles andere macht irgendwie keinen Sinn für mich, Freunde. Wollen die Kaugummis einfach nur zum Anstarren haben. Ja, momentan sieht es so aus. Zwar auch ein bisschen krass. Oh, habe Punkte verloren? Sieht so aus, wa? Ein Tummelplatz für Haie. So, also natürlich auch hier die Frage, gab den da aber nicht upgraden, weil sonst fliegt der runter. Der ist Stufe 1, der ist Stufe 1, der ist schon Stufe 2. Das vergesse ich irgendwie immer wieder. Der ist ja auch Stufe 1. Der ist noch nix. So. Okay, nach für Stufe 2 gucken. Vielleicht auch noch ein paar Materialien dafür. Der letzte Schliff und tada! War Captain jetzt da? Ah, er handelt noch, okay. Ich verurteile Sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Nö. Wie? Sie wollen sich da rauswinden? Ja. So, warte mal. Sangakühe. Ware bereits gehandelt. Ja, Import natürlich. Genauso wie hier. Und das mittlerweile auch. Ne, kein Export, sondern Import tatsächlich. Warum erwähnt das explizit? Es geht mir um die Route hier. Sie braucht sie aktuell nicht. Zumindest jetzt nicht in der Phase. Erstmal nur so. Denn ja, grundsätzlich kriegen wir wirklich alles, was wir irgendwie brauchen, kriegen wir einfach so. Wandteppiche, Hibiskus-Tee, kann ich alles importieren. Ich könnte sogar jetzt mit Lederstiefeln noch anfangen. Meeresfrüchte-Eintopf, mit dem Turm bereits angefangen. Das nenne ich mal eine klasse Sache. Echt? Welches? Ohne eine lange Gläubigerliste würde ich mich zu Tode schämen. Ah. Die Taschenuhren, sehr gut. Okay, wieder irgendwas anderes reinpacken. Weil der bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich exportiere den nicht, ich importiere ihn. Das ist ein bisschen was anderes.
Eine andere Ware, wo ich schon viel mache, wie zum Beispiel... Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Was anderes auf den Tausender setzen. Ach, es geht ja vor allem hier drum. Get Morris legt ab, genau, weil Taschenuhren jetzt wirklich viel gemacht habe wieder. Hier auch schön wieder alles anpassen. Okay, der Krauszug, den haben wir hier. So, 150. 150. Das ist natürlich Mumpitz, also bis ich da mal so weit wäre, das dauert. Ja, wobei, Glühbirnen, Wandtaper, das könnte noch was werden. Auch mit dem Phonographen, ey. Melonen habe ich wieder zu viel. Ja, Lager voll. Ja, aber ist doch cool mit den Taschenuhren schon mal. Vielleicht kriegen wir diese dann bis ganz hoch. Das läuft, Freunde. Karten liegen auf dem Tisch. Dankeschön. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, weil Kaffee importiere ich so ja auch, also. Also man könnte sich überlegen, das tue ich jetzt mal rotzfrech, wie ich bin. Doch mal die Lederstiefel, weil wir jetzt nicht so viel hier von der Lager haben. Oder die Hochräder, wenn ich die importieren wollte. Sagen wir mal, Phonographen funktioniert momentan ja super hier. 1:1, okay, das ist natürlich ein bisschen heikel. Sagt der Michael, aber hier auch, okay. Hochrädern vielleicht noch nicht. Sonst noch was in die Lederstiefel. Da wäre eine Option. Was für ein Opus Magnum. So. Aktive Verträge. Ich glaube, sonst haben wir gar nichts mehr, was wir mit aktiven Verträgen freischalten müssen, wa? Hat auch Glühbirnen. Und noch 2 weitere und noch 6 weitere insgesamt für Dampfwägen. Aber das Schöne ist, er kann die miteinander kombinieren, die Speicherstätte, also die Verträge unter den Speicherstätten. Das ist doch geil. So, die haben was erforscht, ich glaube, es war... Warte mal, war es nicht sogar das, was ich hier in der neuen Welt hatte? Er meinte, und zwar den hier. Genau. Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinde. Perfekt. Jetzt haben wir hier sogar 6 Reichweite. Ich hätte hier eben Platz, um den zum Beispiel noch hin zu platzieren. Supi, Freunde, supi. Es läuft wie geschnitten Brot. Das ist ein bisschen das, was mir gerade Angst macht. Das läuft ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Da muss irgendwas passieren irgendwann. So, währenddessen hier. Das sind alle eingezogen. Es fehlen noch ein paar und ich brauche bald mal... Ja, also wieder auf die 4000 Einwohner gehen. Das auf die 7000. Also für Einwohner natürlich auch Gelehrten, wa? Okay, mach's Schritt für Schritt. Und wir gucken hier jetzt auch mal wegen Import, wegen Lederstiefeln zum Optimieren und vielleicht sogar für die Klamotten hier. Dann kann ich alles, was die Dinge hier betrifft, die werten Herren hier, die Gelehrten, kann ich alles so machen, so handhaben. Was auch ganz geil wäre. So, warte mal. Kurz überlegen. Klappt das hier mit Stufe 3? Stufe 3, Quatsch, natürlich Stufe 2. Habe ich
diese Notiz gefunden. Äußerst bizarr. Eine künstlerische Art der Drohung. Sowas bekomme ich ständig. Hier, lesen Sie, falls Sie mal lachen möchten. Dies ist eine Warnung. Wenn es zugrunde gehen sollte, wird zuvor Stolz und Hochmut kommen von dem Fall. Buch der Sprichwörter 16, 18 bis 19. Wenn ich düstere Prophezeiungen will, dann gehe ich zu meinem Kardiologen. Nur Verlierer hassen Veränderung. Werden Sie uns beim Mittagessen auf dem Panoramadach Gesellschaft leisten? Ja, vielleicht. Sehr geehrter Mr. Bader, verzeihen Sie das dramatische Zitat, doch ich sehe mich in der Pflicht, Sie bezüglich Ihrer derzeitigen Missachtung der Sicherheit Ihrer Mitarbeiter auf Ihren Baustellen zu ermahnen. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Sie wichtige Bauverordnungen geradezu verbiegen, um Ihre Bauvorhaben schnellstmöglich fertigzustellen. Handeln Sie mit mir Verantwortung, ein besorgter Bürger. Ja. Und nun? Soll es irgendwas anders machen oder so? Oder mit einfach das interpretieren? Zelluloid. Eben da ist halt noch immer der gleiche Standpunkt wie zuvor schon. Hat noch 15 Investoren der Stufe 2. Ich überlege, ob ich die halt jetzt auch mal upgraden soll. Und mir sage, hey, kaum Panorama-Effekt, scheiße ich drauf. Jetzt haben wir hier zum Beispiel angenehm, beeindruckend sogar. Was wäre, wenn ich jetzt den zum Beispiel auch auf Stufe 1 hebe? Erstmal vielleicht noch den hier. Der ist jetzt auch angenehm, okay. Und was mit dem hier? Ausgezeichnet. Der hat jetzt kein Panorama. Wenn ich die auch upgraden würde, hätten sie wieder welches. Dafür sinken die wiederum. Wenn ich die jetzt wieder downgrade, dann hat der bitte keinen Panorama-Effekt mehr. Der ist Stufe 2, der ist Stufe 1, der ist jetzt auch Stufe 1. Ja gut, wie gesagt, ja, so wie hier ausgezeichnetes Panorama-Ding brauchen wir nicht unbedingt. Klar, wir verlieren Einwohner. Die Maximalanzahl die ist zwar noch ziemlich krass, wenn ich gerade finde. Aber es geht mir in erster Linie nicht um die Einwohner, sondern vor allem, dass wir überhaupt Stufe 2 Dinger haben. Generell. Also kann man den natürlich auch noch upgraden. Dann hätten wir jetzt hier nochmal ein paar weitere. Weil hier haben wir zum Beispiel auch noch eine Stufe 1. Stufe 2. Die haben keinen Panorama-Effekt mehr deswegen, weil die auf der Seite nichts mehr haben. Jetzt hat der natürlich auch verloren, war seinen perfekten. Jetzt hat er ihn wieder. Naja, in erster Linie geht es jetzt mal darum, die Dinger zu sammeln, weil wir haben noch 6 Stück fehlen für weitere Produktionen. Ansonsten läuft das doch gut. Öl ist hier auch gut. Das sieht auch sogar sehr gut aus aktuell. Das hier auch. Wenn zum Teil die Waren ein bisschen drunter leiden, vor allem das Bier. Oh, Kohlemine.
Warum hatte ich eigentlich hier ursprünglich mal eine Kohlemine drin? Weil, warte mal. Ich wollte unbedingt die eigene Kohle haben, war, um die exportieren zu können. Okay. Ich schaffe das 10. Macht irgendwo durch Sinn. Vielleicht kann es trotzdem mal noch ein bisschen verbessern. Okay. Nice, bei den Ingenieuren irgendwie Stufe 2 und so ist momentan gar nicht mal so wichtig. Weil es geht, wie bereits erwähnt, ja vor allem um die Investoren, nicht die Ingenieure. Und wir brauchen für Souvenir ein bisschen mehr Touristen. Ich hätte nie erwartet, dass es so viel Spaß machen könnte, den Bus zu nehmen. Also war dass ich heute nochmal ein Hotel bauen muss, weil ich sonst nicht hinkriege. Gerade rechtzeitig für die Hors d'oeuvre. Holen Sie sich einen Stuhl. Den Rezepteinfluss einmal vergrößern. Ja, Freunde, es bleibt dabei, man kann sehr, sehr viel machen. Und was wir jetzt auch machen können, ist, die Folge zu beenden. Oh, wo bin ich denn jetzt wieder? So. Das Ganze mal von außen und vor allem von weitem her betrachten. Das sind also Wolkenkratzer, da ist gar keiner, der ist Stufe 2, der ist Stufe 1. Und sagen wir ehrlich, Freunde, Stufe 3 muss auch noch kommen. Das Maximum. Und sei es nur schon für die Waren. Ach, du Scheibenkleister. In dem Sinne, oh, Kai spielt auch Anno 1800. Recht hat er. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück. Bye. Denn er weiß nicht, was er tut. Ja, genau. Oh Mann, Wolkenkratzer Reloaded, es geht immer höher. Immer weiter, immer schneller. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.